Was mich noch würde interessieren, wie viele Einwohner haben wir jetzt? Wir haben jetzt 770 Einwohner. Und das ist doch eine ziemlich krasse, steile Kurve nach oben. Wie viele Killen haben wir? Wir haben 3 Killen, das heisst 170 ungefähr sind jetzt momentan ohne Glauben. Das tut mir sehr leid für die. Aber momentan habe ich wirklich andere Prioritäten am Start. Zum Beispiel mal die Brücken fertig machen, dass wir da eine Verbindung haben, um da Felder errichten oder respektive da die Käge. Dann wir haben da einen Tunnel im Bau, der noch gar nicht gemacht worden ist. Wir haben da unsere geile Riesenbrücke. Dann haben wir da unsere Felder, die ziemlich episch aussehen. Eigentlich da Felder. Ich mache jetzt einfach mal. Dann machen wir Bohnen, dann machen wir Kartoffeln und dann machen wir Pumpkin. So, und dann brauchen wir natürlich mehr Farmer wieder. Und dann machen wir das gerade als Maximum. Dass das wirklich sehr gut funktioniert. Wo haben wir den Farmer? Wir haben ja momentan wirklich genug Leute, die hier für die Felder schauen können, also seht das doch bitte auch machen. Dass das zu laufen kommt. Wie sieht es da aus? Wir machen einfach überall das Maximum. Also jedenfalls jetzt mal bei diesen Feldern da unten. Weil es kann so nicht sein, dass wir zu wenig Essen haben. Das darf überhaupt nicht sein. So, dann machen wir da bei den Farmer 160 rüber. Ich weiss nicht, ob es dann mehr abbauen oder wie das ist, ob es vielleicht besser läuft dann mit dem Abbauen. Keine Ahnung, wirklich nicht. Ich mache jetzt das einfach mal, weil wir jetzt gerade momentan die Arbeiter dazu haben. Ob es wirklich etwas bringt, wir werden jetzt sehen. Und es lag. So richtig schön. Da hast du 6 für 6, da hast du schon 6 für 6. Die da auch noch 6 für 6. Da. Einfach nur zum sicher gehen. Das ist gut und dann. Einfach nur zum sicher gehen, dass das wirklich funktioniert. Mit diesen Feldern. Dann da auch noch. Wir tun jetzt einfach voll übertrieben. Weil wenn man irgendetwas gegen den Hunger macht, also der Hunger ist schon bald da. Schon bald kommt der Tod vorbei und sagt so, hey, ihr habt Hunger. Kann sein so, dann probieren. Gut, damit Tools, das funktioniert ja mehr oder weniger. Wir haben noch 8 ohne Tools und es wird garantiert wieder mehr werden. Da kann ich jetzt gerade momentan nicht ändern, wollte ich momentan nicht ändern, weil zuerst muss ich mal schauen, also die Brücke ist schon mal fertiggestellt worden, das finde ich sehr gut. Das ist die, ja mal, da fehlt jetzt nur die da. Die ist zu 54% komplett. Und das hätte der Bau hier auch um einiges schneller vorangehen. So, und jetzt Felder. Würde ich sagen, tun wir mal alles da weg. Und alles nicht mehr haben. Da kommen jetzt alles Felder rein. Ein paar Häuschen natürlich. Früher den Zau, das ist wunderbar, das läuft. Das muss so sein. Das ist also irgendwie langweilig, oder? Ich denke, die zwei können wir mal einstellen. Weil, ganz ehrlich, ich möchte eigentlich nicht, dass die jetzt noch
Ressourcen verarbeiten, die wir eigentlich brauchen als Nahrungsquelle. Und es geht jetzt schon bald los. Ich erwarte ein Massensterben. Und zwar ein Zellenkraus. So, also ich glaube, die Fischerei da, die bringt gar nichts. Die bringt ebenso wenig. Schade drum, aber ich kann es nicht ändern. Da wenigstens ein bisschen. Ein bisschen. Ja, wahrscheinlich einfach maßlos überfischt das Ganze. Ich weiß nicht, ob das irgendwie Auswirkungen hat oder so, das keine Ahnung. Aber was ich da... Habe ich jetzt das weggedrückt? So. Ah ja. Schauen wir zu, wie unsere Leute langsam eingehen. Den Friedhof habe ich immer noch nicht gebaut. Jetzt momentan nicht kein Wert, bis jetzt Stapel und Verbrennen und keine Ahnung was, so makaber dass es tönt. Aber wenn ich jetzt einen Friedhof machen, kann ich euch jetzt schon garantieren, er ist noch nicht mal fertig gebaut und ist schon gefallen. So sieht es aus. Das ist der Stand der Dinge, wie man so schön sagt. Die Woodcutter, die kommen anscheinend doch nicht nach. Ich frage mich, wieso dass wir so lange so viel Feuerholz gehabt haben. Habe ich das eingekauft aus Versehen oder keine Ahnung. Der bringt mir auch nicht sehr viel, wenn ich kann brauchen. So. Ich hätte gehofft, dass der wenigstens Nahrung bringt, aber... Jo, also. Ja, da fängt's an. Wir haben Frühling, das heisst, die Felder werden langsam besteckt, wie man sagt. Das heisst, wir können damit rechnen, dass vielleicht ein bisschen Nahrung reinkommt, aber ich rechne nicht damit. Jetzt ist es schon wieder weg. Irgendwie denkt es mir bei nicht. Das ist zurzeit ziemlich verpackt. Also, ich weiß nicht. Oder drücke ich das alles weg? Ich weiß es nicht. Vielleicht trolle ich mich da gerade selber, wer weiß. Wäre ja eigentlich eine logische Sache, so als Trolle können, gell? Wie wäre es mit Feldern da oben? Bringt das etwas? Das sieht ziemlich schick aus. Wir können da mal Statistiken anschauen, Produktion von Food. Also wir haben letztes Jahr 52'000 produziert und 81'000 verwertet. Das ist ein Minus von 30'000 und wir sehen jetzt schon, wir haben 22'000 verbraucht und da fängt es 8'000 produziert. Also das geht nicht. Ja, die ersten Stellen steht natürlich schon. Ja, das heisst zuschauen und abwarten und hoffen, dass es nicht allzu schlimm kommt. Also über die Sommermonate können wir uns einigermaßen halten mit den Feldern anscheinend. Aber es braucht um einiges mehr Felder. Es braucht um einiges mehr Felder. Nur ein bisschen. Ich ziehe jetzt einfach mal ein bisschen Felder. Der Platz wäre ja eigentlich reserviert gewesen für Minen und so. Aber momentan habe ich andere Prioritäten als Minen. Zudem haben wir ja immer noch... Sorry. Zudem haben wir ja immer noch hier hinten den Platz, wo man kann Minen
aufstellen, also so ist es nicht, dass uns der Platz wird ausgehen, aber ja. Also momentan haben wir auch noch genug Laborer, die uns könnten die ersetzen. Die Frage ist, wie lange haben wir die noch? Ich denke nämlich nicht, dass wir die allzu lange haben. Momentan halten wir uns also ganz knapp, und wir haben schon 24 am Hungern sind und 54 wieder kein Werkzeug haben. Also ich glaube, ich habe ein bisschen übertrieben gehabt, als ich so extrem angefangen zu expandieren. Ich glaube, es liegt ein bisschen an dem. Ich gehe jetzt noch ein bisschen davon aus. Es gibt natürlich eine Möglichkeit. Sind die mit der Produktion aufgehört oder was? Ja, denke, weitermachen, los. Und zwar, ich mache jetzt die obdachlos. Aus dem einfachen und simplen Grund, dass wir da weniger Nachwuchs haben. Und so dann natürlich mehr Platz wieder für Felder. Da mache ich jetzt alles Felder rein. Also mit anderen Worten, ich tue jetzt gerade die Bevölkerung auch dezimieren, so krass, dass es auch mag klingen, aber es ist ja so. Es tut mir eigentlich schon fast leid für die armen Einwohner dort. Das ist ja... Wir haben ja hier unten angefangen. Jetzt muss ich schnell weg. Dann zeige ich jetzt mal da, wir haben hier angefangen. Das ist... Also da. Das hier war unser erster Dorfkern. Und jetzt sind wir relativ schnell irgendwann hochgegangen. Und die ist eigentlich an und für sich nicht schlecht gewesen. Das Problem ist einfach nur, dass wir jetzt momentan einfach zu viel Leute haben. Und durch den Abbau von diesen Häusern sorge ich dafür, dass es nicht mehr Nachwuchs wird geben. Verstehen Sie nicht? So, jetzt kommt da ins Feld rein. Dann kommt da noch ein blaues Feld rein. Die leben jetzt natürlich schon mal da rein. Das macht eigentlich nichts, das ist in Ordnung. Ich darf jetzt einfach nicht weitere Häuser bauen, weil sonst gibt es wieder Nachwuchs. Und ich wollte die Kurve da, die wollte ich jetzt wieder runterbringen. Und ja, es geht langsam an. Jetzt da auf ein Jahr gehen, wir sehen, es geht ziemlich rapid oder ab. Und, oh Scheiße. Jo! Da aufpassen. Herzmäntel dürfen wir nicht verlieren. Farmer ist mir eigentlich gleich, da können wir jetzt gerade mit runterfahren. Die müssen wir aufrechterhalten, die können wir löschen, Trader, probieren, Miner, bringen die nicht. Mit denen. Stein haben wir momentan genug, also weg mit denen. Dann Teacher, ja, den braucht es eigentlich nicht. Und Priesterdivision, ja, die lassen wir jetzt mal noch. Und dann schauen wir auch da, wie die Zahl so langsam, aber sicher am Schrumpfen ist. Ja, ich hoffe, es funktioniert, was ich jetzt machen will. Weil sonst habe ich echt keine andere Idee mehr. Jetzt muss ich schnell schauen. Also jetzt haben wir da, wo wir das Feld errichten. Da haben wir. Da will ich das Feld errichten. Und da haben wir das Feld errichten. So. Es funktioniert. Da machen wir nach vorne. Und dann machen wir da. Da 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 machen
Wie sieht es aus mit der Brücke da? Ist die fertig? Ja, nein, noch nicht ganz. Kommt da noch? Das ist alles in Ordnung. Also die bringen recht viel ein und natürlich noch die da. Jetzt muss ich schauen, dass die immer genug drin haben. Also vor allem also die Hunter und Gatherer, die müssen immer voll sein. Hertzman wäre gut, wenn die immer voll wären. Und bei den Farmer da müssen wir halt schauen. Also das wird schwierig. Oh, der Tunnel ist fertig, sehe ich gerade. Das ist ja auch sehr gut, weil da ist da ein bisschen schneller vorwärts. Was ich könnte machen, wäre dann sagen, durch den Maß abbauen schnell. Und da könnte man eigentlich noch schnell einen Fischereibetrieb aufstellen. Da. So. Ja, da ist auch kein Fisch mehr, aber ist okay. Wie sieht es eigentlich da aus? Ja, ein bisschen Fisch. Ein bisschen. So, wir sind da schon recht runtergefallen, wie ich gesehen habe. Wir haben doch wenig gehabt, also wir haben schon recht viele Leute verloren. Ich bin da auf 100. Das sind die, die mir wirklich am wichtigsten sind. Bei den Farmern können wir schauen, weil wir bekommen eigentlich genug zu essen mit der Keg. Das ist nicht das Problem. Das funktioniert eigentlich alles so weit. Ja, da haben wir so, bis das Feld fertig ist. Da machen wir auch Squash hin. Ja, natürlich haben wir jetzt wenig Arbeiter, ist klar. Ja, das ist natürlich jetzt ein trauriges Bild und ganz ehrlich, so leid es mir tut, ich meine, Trolldorf ist mir wirklich sehr, sehr, sehr ans Herz gewachsen. Aber ich bin jetzt an einem Punkt, wo ich muss sagen, es hat wirklich keinen Wert mehr weiter zu spielen, vor allem nicht auf dieser Karte. Ihr wisst ja, ich wettere schon seit Anfang über die Karte und ihr seht, wir haben eigentlich die Karte recht gut ausgefüllt mittlerweile. Klar, man hätte jetzt hier unten nachher können weiterbauen, aber ganz ehrlich, das hätte nicht sehr viel gebracht. Wir wären aus dieser Misere nicht rausgekommen. Weil das ist ein zweitläufiges Gebiet mit zu viel so blöden Höhen dazwischen. Ich wünschte, man hätte ein flacheres Gebiet gehabt. Da hätte ich um einiges einfacher gemacht. Aber so hat es einfach keinen Wert mehr, weil ich meine, warte ich noch. Wir brauchen das Zeug alles. Ich kann nicht einfach das Zeug abreißen jetzt da. Wegen den blöden Feldern. Klar, da hätte ich jetzt noch ein bisschen Felder können machen. Bringt mir wirklich nichts. Darum würde ich sagen, das war die letzte Folge von der Staffel 2 von Banished. Ich danke fürs Zuschauen. Und nicht traurig sein, es wird garantiert eine dritte Staffel geben, natürlich. Weil das Game macht mir auch sehr, sehr viel Freude. Und ich hoffe einfach, dass die nächste Welt ein bisschen besser wird, nicht mehr so viele blöde Höhe drin hat. Dass man dann wirklich so ein richtiges Imperium könnte aufbauen. Also ja, Imperium im Sinne von Banished halt. Das würde mich wirklich sehr freuen, wenn das könnte klappen. Ich kann noch nicht sagen, wenn das die dritte Staffel wird anfangen von Banished. Es wird jetzt mal eine kleinere Pause geben, natürlich. Wie lange das die wird, ich weiß es nicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, keine Ahnung wie viele Monate, 1000. Nein, so viel natürlich nicht. Aber es kann sein, dass es ein paar Monate geht, es kann sein, dass in einem Monat schon wieder losgeht mit der dritten Staffel. Ihr werdet es sehen, lasst euch überraschen.
In der Zwischenzeit kommt ein kleines anderes Game, wo ich jetzt gerade feststellen musste, also mir ist das gesagt worden, von jemandem, der das eine Video mal geschaut hat, dass Euro Truck Simulator anscheinend nur für den PC draussen ist, was ich eigentlich sehr schade finde. Vor allem, weil ich jetzt momentan gerade ein bisschen dran bin, mir um PlayStation 4 zuzutun, und dann habe ich gedacht, wäre das irgendwie noch cool, im Multiplayer auf der PS4 Euro Truck Simulator zu spielen. Leider haben wir halt den Entwickler einen Strich durch die Rechnung gemacht. Also respektive ja, die Entwickler die sind sehr gut, ich liebe das Spiel, Euro Truck Simulator, das ist ein geniales Game. Aber ich finde es schade, dass das nicht für Konsolen rausgebracht hat. Ich weiß nicht, ob das zu viel Arbeit wäre oder ob das zu kompliziert wäre oder keine Ahnung. Ich meine, der Farming Simulator gibt es ja auch für Konsolen. Darum verstehe ich das nicht so ganz. Aber ja. Was ich da damit sagen wollte, es wird jetzt wahrscheinlich einen Staffelstart geben von Euro Truck Simulator 2. Ich weiss, das Game ist nicht mehr das ganz Neueste, aber es macht trotzdem sehr viel Spaß. Und den Trailer, den ignoriere ich jetzt einfach mal so. Will ich euch jetzt nachher mal zuquatschen, weil so die letzte Folge ist von Banish Staffel 2. Wir sind jetzt da, glaube ich, bei 40 umeinander oder so. Ich hätte nicht einmal gedacht, dass wir so weit kommen. Mein Ziel war eigentlich 25 gewesen. 25 haben wir schon lange mal gehabt. Wir sind jetzt, glaube ich, momentan ist Folge 33 da oben. Und es kommen noch 2, 3. Keine Angst. Also so bis etwa Mitte Februar wird wir noch Banish haben. Und das hier, die Folge, die ich jetzt heute aufnehme, die kommt dann. Ich weiß es nicht, ich wollte jetzt mich nicht auf etwas festlegen, aber ich denke, irgendetwas am 20. Februar wird die erscheinen. Wenn nicht, wird der Zukunftsstrahl im Vergangenheitsstrahl wahrscheinlich Danke sagen, dass er sich da jetzt festgelegt hat mit einem Datum. Wie auch immer, ich danke vielmals fürs Zuschauen von Banish Staffel 2. Ich hoffe, es hat euch auch so viel Spass gemacht wie mir. Also mir hat es wirklich sehr viel Spass gemacht, bis jetzt halt auf die, ich sage jetzt, die letzten 2, 3 Folgen, wo es wirklich langsam bergab gegangen ist mit der Nahrung. Wo ich, ganz ehrlich, ich nehme es auf mich, ich habe viel zu spät reagiert. Ich habe noch grosskotzig gesagt, ja, da die Dings da, die wir abgebaut haben, da, die Speicher, ja, die brauchen wir alle, die werden alle benötigt und so, die werden voll sein und dann werde ich sehen, wie schnell das geht. Ihr habt gesehen, wie schnell das geht. Als wir die Folge hier angefangen haben, sind wir da noch auf, ich glaube, 90'000 gewesen. Und innerhalb von ein paar Minuten, und tschüss, jetzt sind wir auf 0. Dümpelt etwas auf 0 umeinander. Aber, was haben wir so alles geschafft? Ich könnte noch ein kleines Resümee machen. Wir haben sicher mal eine hammergeil lange Brücke gemacht. Im Allgemeinen finde ich eigentlich Karten, wie ich sie hier jetzt habe, nicht einmal so schlecht. Wir haben überall Verbindungen mit Tunnel und so. Und wenn man so denkt, das sind alles teure Sachen, also im Sinne von Ressourcen. Auch die Häuser, ich meine, wir haben hier jenste kleinere Weiler geschaffen. Also wir haben hier, das war etwas vom Letzten, was wir gebaut haben, oder nicht gebaut haben. Da die Expansion da raus auf die kleinere Ebene da. Dann nachher da oben natürlich, wo ja eigentlich mal gedacht ist für die Nahrungsproduktion, aber der ist ziemlich krass in die Hose gegangen. Da wäre ja eigentlich mal sozusagen ein Industriegebiet geplant gewesen, wenn dann alles mal richtig funktioniert hätte. Da habe ich eigentlich vorausgesehen, dass wir da weiterhin solche Steinbrüche hinkommen. Hat leider auch nicht funktioniert. Ja, was soll ich da dazu sagen? Es ist schade, dass es so endet, aber irgendwann geht alles zu Ende und somit auch Staffel 2 Banish. In dem Sinn wünsche ich euch noch eine wunderschöne Zeit. Wir sehen uns bestimmt wieder irgendwann mal bei der Staffel 3. Bis dahin durchhalten, kommt bestimmt und ciao zusammen.